Ja, hallo und herzlich willkommen zurück im neuen Jahr bei Weltenspiel. Es geht natürlich weiter. So, eigentlich fast so, wie wir aufgehört haben, nämlich mit einem Turnierreport. Ja, wir haben nicht ganz mit einem Turnierreport aufgehört. Aber wir nehmen noch etwas mit aus dem alten Jahr, weil das Turnier ist noch von letztem Jahr. Und zwar 1000 Punkte, damals nicht in Bern, sondern in Oerlikon. Und ja, wie ihr schon gesehen habt, ich habe da eine ziemlich lustige Liste gespielt. Nochmal Adeptas Auroritas. Und zwar 6 Paragon Warsuits und ein 7. Paragon Warsuits mit dem Morven Val. Ja, es ist ein Elite-Attachment, wie ihr seht. Also die 3 Elites. Ja, und ich habe gedacht, hey, ich finde die Modelle so cool, ich will sie unbedingt mal spielen. Und wir spielen nicht 3, wir spielen gerade mal 6. Ja, was habe ich dabei in meiner Liste? Der erste Paragon Warsuit Troop hat schwere Bolter auf der Seite, Sturmbolter oben und der grosse Strickkolben als Nahkampfwaffe. Der zweite Paragon Warsuit Troop hat Multimelt auf der Seite, Schwerter als Nahkampfwaffe und Crack Launcher auf dem Kopf. Das dritte Elite ist ein Dogmata und sie hat das Relic bekommen, dass sie das Gebet zweimal aussprechen kann, also dass sie 2 Gebete kennt und auch 2 verschiedene Gebete kann machen. Dann natürlich als Hakuslot Morven Val als Warlord ist sie da, um die Paragon Warsuits in Kampf zu führen. Und dann zu guter Letzt haben wir noch 10 Retributors auf der Seite mit 4-mal schwerem Bolter drin und sonst einfach noch ein bisschen extra Buddies. Das ganze spiele ich als Valorous Heart, das heisst gegen -1 und -2 AP bekomme ich +1 auf den Rüster und ich habe einen 5er Field Pain gegen Mortal Wounds. Das habe ich vor allem genommen, damit die beiden Paragon Warsuit Troops ein bisschen tankier werden und ein bisschen etwas ausheben. Ja, wie das Ganze rausgekommen ist, ob die 6 Paragon Warsuits, die über die Hälfte meiner Armee ausmachen, funktioniert haben, werdet ihr jetzt in diesem Turnierreport sehen. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zum nächsten Video. Wir sind in Oerlikon angekommen und ja, sind am Turnier. Erstes Spiel gegen Orks, ganz Haufen Beasts, Negas. Nein, Squeakhawk Boys, so heissen die. Ready zum Rennen. Und da haben wir noch ein bisschen meine Paragon Warsuits, Retributors, Morven Val und Dogmata. Und das ist schon meine Armee. Ja, mal schauen, wie das rauskommt. Wir kommen dann vielleicht mit zum Spiel oder wahrscheinlich eher nach dem Spiel wieder zurück. Ja, wir sind am Ende vom ersten Spiel angekommen und wir haben noch beide Paragon Warsuits Morven auf einem Leben. Und da einen, die Orks leben all dem rausgerotzt da hinten. Und die Grotz. Die habe ich einfach nicht mehr wegbekommen. Ich musste um die Ruine laufen mit den Warsuits. Ja, es geht aus 73 für mich zu 45. Ja, dann kommen wir zu Spiel 2 wieder. Spiel 2 wieder zurück. Ja, wir sind beim zweiten Spiel, nachdem ich das erste überraschenderweise gewonnen habe. Jetzt spielen wir so ein bisschen gegen andere Sororitas, die ein bisschen mehr Melden haben, was das Problem ist. Dafür habe ich mehr Bolter. Aber ja, wir schauen mal, wie das rauskommt. Ich habe hier so ein bisschen aufgestellt, meine Paragons hier hinten. Und that's it. Ja, dann kommen wir nach Spiel 2 wieder zurück. Ja, es sieht ein bisschen traurig aus am Ende des Spiel 2. Es ist alles einfach gestorben. So Paragon Warsuit haben so gar nicht ausgehalten. Und da, so sieht es mit den anderen Sisters aus. Aber schlussendlich haben ja, die Sisters gewonnen, einfach nicht meine. Ja, wir kommen dann zu Spiel 3 wieder zurück. Und ich hoffe, ich muss nicht gegen den Willi spielen. Wir sind im Spiel 3. Und zwar, warte, Gimbal Remit. Zwar spielen wir gegen den Boy, wo wir schon viel zu oft dagegen gespielt haben. Ja, und wir haben alles hier hinten versucht aufzustellen. Da hat der Willi alles aufgestellt. Und dann haben wir da hinten noch ein bisschen Retributors. Und that's it. Ja, mal schauen, wie es rauskommt. Wir kommen dann nach dem Spiel wieder back to the future. Nein, back to the video. To the past. Peace out. Ja, ich habe mal die Retributors nach Zug 1 noch gehabt. Und so sieht es am Ende aus. Willi, seine Modelle sind weg. Ja, wir haben gewonnen um 20 Punkte mehr. Nein, 19 Punkte mehr. 61 zu 42 geht es aus. Yes, und dann kommen wir im Recap zurück, würde ich sagen.
Ja, wir sind am Ende vom Turnier ja, wir sind am Ende vom Turnier angekommen. Und ja, was sage ich zu dieser Liste, zu dieser eher Spaßliste, die wir hier vorher gesehen haben? Ja, es ist mehr Spaß, als ich gedacht habe, und sie funktioniert besser, als ich gedacht habe. Vor allem Paragon Warsuits zusammen mit dem Morbin Well funktioniert wie ein Dream-Team. Der Reroll-Buff von ihr macht die beiden Trupps einfach so viel besser. So viel angenehmer zum Spielen. Sie funktioniert wirklich als Combo mega gut. Wahrscheinlich eine der coolsten Units, die man mit dem Morbin kombinieren kann. Ja, dann hier haben wir so einen Trupp, der nicht so viel geleistet hat. Der wird wahrscheinlich rausgehen, es sind viele Punkte und ja. Sie sind wahrscheinlich mehr dabei gewesen, wie ich Modell habe, aber ja, die müssen glaube ich weggehen. Dann, was ich noch versuche, ist Dogmata durch einen Dialogus zu ersetzen, weil Prayers sind wirklich gut gewesen, die wollte ich behalten, aber ich brauche irgendwie nur 2 Elites, damit ich das Patrol daraus machen kann. Aber das ist noch etwas, wo ich ein bisschen rumbasteln muss. Ich würde gerne Troops drin haben und das Patrol, damit ich dann ein bisschen mehr Kommandopunkte habe. Wobei Dogmata einer Unit von denen können Obsec geben, was auch ab und zu schon von etwas ausgemacht hat jetzt in diesem Spiel. Ja, da muss ich noch ein bisschen umbauen. Ich würde natürlich entweder das Battalion daraus machen mit 3 billigen Troop Choices und Dogmata Team behalten oder die raus und irgendwie noch etwas anderes rein. Ja, das ist aber natürlich die Frage. Wie genau, das ist natürlich ein bisschen Bastelarbeit. Dann, ja, ich habe mal die Liste noch zu Bern am Turnier gespielt, wo ich leider nicht gefilmt habe, wo Morbin Well nicht dabei war, aber auch die 2 Paragon Warsuits. Und ich muss sagen, in dieser Liste haben sie um einiges weniger performt, Paragon Warsuits, weil es sind einfach doch nicht so viele Schüsse und ohne Morbin wird es dann doch ein bisschen unreliable. Ja, was noch cool ist an diesen beiden Trupps, also vor allem an dem Trupp, sie funktionieren mega gut mit dem Gebet, wo Bolter besser macht. Das Bolter auf 6er automatisch verwundet und in der halben Range noch plus einen Durchschlag haben, ist auf diesen 8 Schuss Sturmbolter pro Modell mega geil. Die hauen einfach 1000 Schüsse raus, die recht viele Modelle killen, vor allem wenn sie noch die Rerolls von der Morbin drauf haben. Das ist wirklich spaßig. Die Bolter Paragon Warsuits sind mega cool zum Spielen. Aber Meltas sind einfach immer gut, weil Multi-Meltas eine gute Waffe ist. Ja, und Valor's Heart hat ebenfalls gut funktioniert, -1 und -2. Durchschlag, dort dagegen plus einen Rüschen bekommen, hilft in vielen Situationen wirklich. Vor allem gegen Orks ist cool, gegen Marines ist cool. Und der 5 Final Pain ist auch einfach dafür da, dass man nicht einfach mal einen Paragon Warsuits gegen ein bisschen Mortal Wounds verliert. Ja, das war meine Liste gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, weil die Liste spielen hat mir sehr, sehr gefallen. Und ich hoffe auch, dass ihr gespannt auf das neue Jahr seid, weil ich bin es definitiv. Es wird ein paar coole neue Sachen geben. Ihr könnt also wirklich euch darauf freuen. Ja, wir sehen uns in dem Fall wieder beim nächsten Video. Macht's gut und bis bald.